ich muss fragen. Okay. Bist du ready? Ich würde sagen, it's on. Hallo zusammen. Hallo. Heute ist der offizielle Startschuss von unserem Bandprojekt. Das heisst, heute nehmen wir das erste Mal das Werkzeug in die Hand und fangen mit den Arbeiten an. Bevor wir loslegen, wollen wir euch aber zuerst noch etwas Kleines zeigen. Und zwar wäre das hier unser ganzes Filmmaterial, das wir vorbereitet haben, um schöne Videos machen. Und das hier ist unser aktuelles Werkzeugset. Meinst du, wenn wir schon noch ein bisschen upgraden, oder? Ja, irgendjemand muss starten. Wir starten jetzt heute mit dem, aber morgen und übermorgen gehen wir sicher noch ein bisschen anders Schönes posten. Ja, für heute muss das länger, aber heute haben wir uns auch nicht allzu viel vorgenommen. Wir nehmen heute nur mal hier die Abdeckungen an der Decke und bei den Seitenwänden ab, um zu schauen, wie es drunter aussieht. Und ja, keine Angst, wir werden schon nicht den ganzen Umbau nur mit dem IKEA-Werkzeug machen. Ich glaube, das wäre ein bisschen schwierig. Sieht gleich schon gut aus, also aus. Mir gefällt auch das Rote besser. So die grauen, alten. Ja, das Rote kommt ja auch wieder weg. Das stimmt. Das sieht man ja nachher nicht mehr. Aber im Moment finde ich, ist schon mal eine Verbesserung. Ja, schon etwas zusammengekommen. Aha. Gut. Das ist dann jetzt gerade eine Sorge. So, die erste Teiletappe wäre geschafft. Wir haben es wirklich hingebracht, hier mehr oder weniger alle Abdeckungen abzunehmen. Bei gewissen Sachen hat unser IKEA-Werkzeug wirklich nicht ganz gelangt. Da müssen wir ein paar Nieten rausbohren mit der Bohrmaschine. Und ja, das Einzige, was noch von der alten Abdeckung ist da vorne. Die nehmen wir wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt auch mal noch raus, damit wir hinten dran isolieren können. Was wir jetzt machen, bevor wir weiterfahren mit dem Ausbau, ist mal die ganze Karre ein bisschen putzen. Es ist mega dreckig und ja, wichtig ist vor allem, dass man sieht, was ist Dreck und was ist Rost, damit wir dann halt wirklich die ganzen Roststellen, die wir irgendwie gleich haben, sicher zum Start des ganzen Ausbau richtig können verarbeiten. Yesterday, my oh my, my oh my, the kissing so I So, willkommen in unserem neuen Zuhause für die nächsten paar Wochen. Jetzt erfahren ihr auch, wieso dass wir ausser dem IKEA-Werkzeug uns sonst eigentlich noch nicht wirklich Werkzeug zugetan haben. Wir haben nämlich mega Glück gehabt. Wir haben hier ganz in der Nähe von uns, nur etwa 5 Minuten von Zuhause, eine Werkstatt gefunden, wo wir jetzt 4-5 Wochen lang drinnen sind und ja, eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit an unserem Camper rumbasteln. Das ist natürlich mega cool, nicht nur weil wir jetzt hier einen gedeckten und geheizten Platz haben, sondern weil die Werkstatt wirklich mega gut ausgerüstet ist mit eigentlich fast allem, was wir brauchen. Es hat eine Metallwerkstatt, es hat alles Mögliche zum Holz verarbeiten, es hat x Maschinen über Hobelmaschinen, Kreissäge
und noch ganz viel mehr Kompressor, die wir sicher werden brauchen. Also wirklich ein mega Luxus, haben wir mega Glück gehabt. Ein grosses Dankeschön an dieser Stelle an den Prozessor hier in Aarau, dass wir uns hier einen Monat einmieten dürfen. Besser könnten wir es uns nicht wünschen. Ja, und jetzt geht es eigentlich richtig los. Nelly ist hinten schon die ersten paar Sachen am Vorbereiten. Im Moment mal nur den Staubsauger, damit wir nochmal alles innen raussaugen können. Aber nachher geht es dann endlich am Rostakragen. Also das ist ein sehr grosser Moment. Bei den alten Sprinter ist es eigentlich immer so, dass sich hier unten am meisten Wasser ansammelt. Das heisst, wenn wir jetzt wirklich richtig böse Rost haben, dann ist es wahrscheinlich hier drunter. Daumen drücken, dass es nicht allzu schlimm aussieht. Ja. Was ist Dreck und was ist Rost? Das da. Sicher Rost. Sehr viel Dreck. Ja, ich glaube, das sieht gut aus. He? Es könnte sicher schlimmer sein. Es ist einmal nicht durchgerostet. Das heisst, man muss sicher nicht speisen. Aber ja, es hat schon ein bisschen Rost, aber ich glaube nichts, was man nicht behandeln könnte. Es ist aber verdammt dreckig. Ey. Unglaublich, dass sich alles ansammelt. Wir haben jetzt auch noch verstärkt bekommen. Das ist der Nelly, der Papi, der da hinten am Bohren ist. Wir haben einfach das Problem, dass beim Fahrersitz eine Schraube nicht raus will und die müssen wir jetzt rausbohren, damit wir die auch noch annehmen können. Also Flo, du läufst ein bisschen auf noch. Ja. So, und jetzt kannst du runterlassen. So, jetzt haben wir das. Yes! Oh, das ist schon schwer. Den da, den müssen wir jetzt noch rausmachen. Da. Ja. Gell? Aber der geht wahrscheinlich jetzt ziemlich gut raus. Siehst du? Kann man von Hand rausnehmen. Ah ja. Ah, ist das so machen. Schau jetzt, was ist denn da? Der Corpus Delictus. Ja, jetzt hat uns lang geplagt jetzt. Gell? Jetzt sag mal. Endlich, ey. Das war eine zahnige Burg. Jawohl. Also da unten siehst du, steht kein Rost. Ja? Das ist schon. Kannst du mal da reinleuchten? Das ist nur Dreck. Du, da fehlt, glaube ich. Und da ist unsere Sitze hin. Do just what you want. You're the one that lasts. And I always feel when I need some loving, baby. Ja, Jawohl. Gut. Dann den Boden runterlegen. Vorher tun wir den Kübel wegnehmen und dann haben wir sie weg. Wir haben jetzt gerade das automatische Trittbrett abmontiert. Also besser gesagt mein Papi. Wir haben ihm jetzt am Schluss noch geholfen. Irgendwie geschätzt etwa 80 Kilo, die wir jetzt hier mit dem verlieren, dass wir das jetzt rausgenommen haben. Plus haben wir wieder viel mehr Bodenfreiheit, weil es ist halt mit uns recht von der Höhe genommen und jetzt haben wir richtig Platz unten.
So, das war es vom ersten Tag in der Werkstatt. Wir sind fix und fertig, aber gleich ziemlich happy, hat Spass gemacht und ich finde auch, dass wir eigentlich ziemlich weit gekommen sind. Wir haben schon recht viel rausnehmen, die Sitze und das Trittbrett. Und haben auch schon den ersten Rost ein bisschen behandeln. Der muss jetzt über Nacht einwirken und dann können wir dann morgen grundieren, lackieren und uns dann auch noch am ganzen restlichen Rost widmen. Wie das alles rauskommt, das erzählen wir beim nächsten Mal. Ich glaube, wir beenden hier den ersten richtigen Van Conversion Vlog und geben euch dann aber sicher bald wieder ein kleines Update. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann gebt euch einen Daumen hoch. Vergesst uns nicht zu abonnieren und dann würde ich sagen, vergesst nicht, geht raus und schreibt euch eure eigene Geschichte. Tschüss zusammen! Könnt ihr auch Tschüss sagen? Tschüss! Virovik! Ciao, ciao! So, schaust du hier und dann legst du mal auf, das heißt, wie viel Kilo es ist. Oh, okay. So wie im Gym. Ja, das lohnt sich schon, die wegnehmen. Also 60, 70 besser. Ja, das